Vielen Dank. Herzlich willkommen in Wesel. Der BVB Rot-Weiß ist der Stolz vom Deutschen Wettbewerbsverband erneut mit der Ausrichtung der deutschen Schüler- und Jugendmannschaften betraut worden zu sein. Darauf sind wir sehr stolz. Wir freuen uns auf diese Wettkämpfe. Für uns hier in Wesel ist es bereits das 7. Mal, dass wir die Deutschen ausrichten. Und selbst haben wir noch 1975, als wir das erste Mal getan haben, da war ich selbst so 13, 14, so alt wie einige von euch. Und ich war natürlich fasziniert von dieser Atmosphäre, die diese Meisterschaften ausstrahlen. Und dass ja gerade auf diesen Meisterschaften ja eigentlich die Stars von morgen geboren werden. Einige von euch sind heute schon Stars. Aber ich denke, wenn man so die Entwicklung des deutschen Badminton sieht, sind diejenigen, die heute oder diese Woche hier aufschlagen, diejenigen, die ja in Zukunft die deutsche und wahrscheinlich auch die europäische Badmintonspitze dominieren werden. Und das finde ich ganz toll. Und daher geht von dieser Meisterschaft eine besondere Atmosphäre aus. Und wir als Ausrichter sind bemüht, ja, diese Atmosphäre hier auch zu erhalten und in diese Halle zu bringen. Und ja, dazu waren einige Anstrengungen notwendig. Ich hoffe, dass uns das gelungen ist. Ich hoffe, dass es uns gelungen ist, diese Atmosphäre in die Grundsporthalle zu zaubern. Und ja, ich wünsche euch allen spannende, interessante Wettkämpfe wünschen. Ich möchte denjenigen danken, die zum Gelingen dieser Veranstaltung in jahrelangen Vorbereitungen noch bis gerade eben gestern Abend in den Wochen vorher beigetragen haben. Bei allen Helfern des Vereins, bei den Sponsoren, insbesondere RWE als Hauptsponsor unserer Veranstaltung, möchte ich bedanken bei der Stadt Wesel, die uns immer wieder diese große Arena für solche Ereignisse überlässt. Danke an die DBV für das Vertrauen, wir hoffen, wir können es erfüllen. Und euch herzlich willkommen hier am Niederrhein und spannende und schwere Wettkämpfe. Die Stadt Wesel lässt es sich nicht nehmen, bei solchen Veranstaltungen die Vertreterin, die Bürgermeisterin herzuschicken, übergebe an Ulla Haumann, die zum einen die stellvertretende Bürgermeisterin ist, zum anderen auch ein Herz für Badminton hat, weil sie ja sehr lange selbst gespielt hat und Ehrenvorsitzende unseres Vereins ist. Herzlich willkommen. Lieber Thomas Buchwieser, lieber Bertram, aber vor allem liebe Sportlerinnen und Sportler, Eltern, Betreuer und Fans. Als stellvertretende Bürgermeisterin heiße ich Sie alle im Namen der Stadt Wesel recht herzlich willkommen. Ich freue mich, dass die deutschen Badmintonmeisterschaften U15 bis U19 wieder einmal hier in Wesel in der Rundsporthalle stattfinden. Eine solche sportliche Großveranstaltung ist immer auch eine gute Werbung für die Stadt Wesel und festigt unseren Ruf als Sportstadt an die Bahn. Die Tatsache, dass der Badmintonverein Wesel Rot-Weiß schon zum 7. Mal die Ausrichtung der deutschen Meisterschaft übertragen wurde, zeigt aber auch, dass der Deutsche Badmintonverband sich sicher ist, dass die Rot-Weißen das können. Seit 1957 wird in Wesel Badminton gespielt und seit Ende der 60er Jahre hat die Ausbildung und Förderung junger Spielerinnen und Spieler beim BV Wesel Rot-Weiß einen besonderen Stellenwert, den man unschwer in den Siegerlisten der deutschen Schüler- und Jugendmeisterschaften nachlesen kann. Auch in diesem Jahr wird der BV Wesel Rot-Weiß durch 4 Spielerinnen und Spieler bei diesen Meisterschaften vertreten sein. Das macht mich natürlich besonders stolz. Ich danke den Vereinsmitgliedern, vor allen Dingen aber ganz besonders dem Cafeteria-Team, Okushi Michels, sowie dem Orga-Team unter Leitung von Holger Schmidt, Ulrich Matola und Hans-Dietmar Michels, die mit ihrem Einsatz
diese tolle Atmosphäre in diese sonst erstickte Halle gebracht hat. Und ich kann einfach nur sagen, ich bin immer wieder überrascht, ihr legt jedes Mal noch ein Stückchen drauf. Toll, herzlichen Dank dafür. Ich wünsche allen Teilnehmern, dass sie an diesem Wochenende ihre Bestleistung abrufen können. Und den Zuschauern wünsche ich, dass sie spannende Wettkämpfe zu sehen bekommen. Doch bei aller gebotenen Neutralität, sehen Sie es mir bitte nach. Ich bin fast 50 Jahre Mitglied der Rot-Weißen, war 20 Jahre Vorsitzende und seit 7 Jahren bin ich deren Vorsitzende. Ich drücke natürlich der Annalena, der Lena, dem Aaron und dem Felix beiden Daumen. Nochmals allen Sportlerinnen und Sportlern wünsche ich viel Erfolg. Allen Gästen wünsche ich ein angenehmes und abwechslungsreiches Wochenende hier in Wesel. Dankeschön. An Jan Lothar als ersten Vorsitzenden und an Frau Ulla Hornemann als Bürgermeisterin und Landesvorsitzende des Vereins für eine sehr, sehr große Tradition. Also ich kann mich noch an 3 oder 4 deutsche Meisterschaften erinnern, die ich hier gewesen miterlebt habe und wie Sie schon sagten, man legt immer noch mal eine Schippe drauf. In dem Fall ist es also tatsächlich so, dass wir alle Spiele mit diesem Scoring-System, was hoffentlich stabil laufen wird, da legt man ja auch immer wieder so seine Ergebnisse, man hat seine Ergebnisse reflektiert. Wir freuen uns darauf, wir kommen zum schönen deutschen Meisterschaften und möchten alle, die jetzt hier heute schon da sind, eure Spieler, eure Betreuer, eure Zuschauer, eure Eltern, eure Trainer, recht herzlich herzlich darauf, der deutsche Verband in Wesel begrüßen. Als Besonderheit muss man hier einfach erstmal feststellen, es gibt abgesehen von der Technik hier Einsatz für noch was Besonderes, es gibt ein Holz und es ist ein internationaler Turnierkalender. In den nächsten Wochen finden für alle 3 Altersklassen, die wir spielen, internationalen Highlights statt. Nächste Woche werden die 15 Nationalmannschaften nach Basel in der Schweiz und dort zum ersten Mal an den 15er Europameisterschaften teilzunehmen. Kurz danach spielen die 17er bei der Europameisterschaft in der Türkei. Zu dem Turnier ist noch nicht nominiert, das heißt, es können die Spieler hier noch in die Szene setzen. Und nur knapp 2 Wochen später fahren die 19er weg, die zu den 19. Weltmeisterschaften nach Paris. Diese Ballung gab es noch nie bei den deutschen Meisterschaften, also alle 3 Altersklassen, die wir heute am Start sind, haben 14 über Highlights, da wir natürlich nicht alle Spieler dabei sein können, sondern die sich empfehlen können, die ihre Leistung bringen. Und diese Leistung haben wir in den letzten Jahren Monaten trainiert und wir erhoffen, dass wir in den nächsten Stunden, in den nächsten 3 Tagen abrufen können. Wir sehen uns hier am Mikrofon sicherlich am Sonntag wieder. Ich hoffe, dass viele von euch die auch mal begrüßen kann, wenn es ja auch den Finalteilnehmer der deutschen Meisterschaft vorzustellen. Und nur um es nochmal zu erwähnen, das sind die 62. deutschen Meisterschaften in 19, vorher ist die mal 18, die 35. Meisterschaften in 17 und die 42. in 15. Das heißt, die ersten deutschen Meister von 18, die irgendwann mal geführt wurden, die sind inzwischen also irgendwie 59 oder 80 Jahre alt. So viel Tradition ist hier. Wir setzen diese Tradition fort. Hier in diesen Meisterschaften in Wesel in einer wunderbar herrlichen Halle. Wir wünschen euch viel Spaß, viel Vergnügen. Das war's von mir. Ich gebe zurück das Mikro jetzt an Dagmar Scholte. Herzlichen Dank. Viel Spaß bei der Meisterschaft. Danke. Vereine der Landesverbände der Gruppen, die es geschafft haben, sich für die Finalspiele hier in Wesel zu qualifizieren. Dafür euch schon mal von meiner Seite aus Anerkennung und herzlichen Glückwunsch. Ich für euch, hier steht der Höhepunkt, jetzt
dieser Vorstellung der nächsten Stunden uns nicht nochmals hier im Wechselrecht zu begrüßen zum Finalspiel der 7. Deutschen Meisterschaften, die der Verein, die vom Rot-Weiß Wesel für deutsche Wettbewerbe ausrichtet, zum 7. Mal Deutsche Meisterschaften in Wesel. Das kann man das. Zuletzt waren wir 2010 hier an der Stelle und haben die deutschen Meisterschaften geführt. Dieses Jahr steht die deutsche Meisterschaften vor uns, sind unter euch. 278 Spiele bis dahin haben wir absolviert, 15 Spiele folgen noch und auch wenn alles noch gar nicht zu Ende ist, ganz kurz nur ein Dank an die Schiedsrichter und an Andrea Flach als Referee für eure Arbeit hier. Die Schiedsrichter und Referee sind noch im Briefing für die Finalspiele, die noch in der letzten Anweisung, aber an der Stelle sei Ihnen allen schon mal Dank für die Arbeit, die Sie gemacht haben, die Sie absolviert haben. Herzlichen Dank. Sie haben es auch mitbekommen, das ist schön. So, aber jetzt so recht, wir stehen mit Punkt 4. Deutsche Meisterschaften Finalspiele. Wir kommen mit den 15ern an, in den Einzel, Stimmen. Lukas Fesch von der BSC Löws aus dem Rheinland. Und Christopher Klauer, erster BSC Nordrhein-Westfalen. Annika Schreiber, BSC Scholberg, Niederdorf aus Sachsen. Und im Rhein, Südost, das Spiel Mitteleinzel steht gegenüber Peter Richter von der PSC. Junge Leute 15, Tim Fischer, TSV Freistadt Bayern. Auf der anderen Seite Till Böhmer von der Schuss, Bad Marienberg aus dem Rheinland und Felix Hammes, SV Bischofshofen, allen besten Dank. Nächste Runde 15, 100 Pulser, TV Weber von der Westfalen und Annika Schreiber. Peter Lecher und Paula Kek und sie auch von der PSV Rosenheim aus Bayern. In Mittelschule 15 spielen Christopher Klauer und Ulla Hülzer. Wir werden das nächste aus Sachsen Florian Kiel von der TV Niederwürschnitz und Annika Schreiber. In der Altersklasse 17, ein Finale im Einzel zwischen David Pink von SC von Müller aus Nordrhein-Westfalen und Simon Barkester mit Zwischenseiten Saarland. Das Damen-Einzel ist zu betreiben Brenda Vanderlin von der SC Münster Berlin aus der Brandenburg. Und Julia Petrikowski, nächste Königin von Nordrhein-Westfalen. In Nürnberg 17, Jan Geis, Frau Silber aus Deutschland und Daniel Seifert, die ist von Willau. Das ist toll. Gegen Paul Bauer, Frau Silber des Baustein und Jan Felix Mandelbart von der Reformierung. Damen Doppel 17, Julie Petrikowski und Lena Sager, Spielverein Stadt Nordrhein-Westfalen. Und auf der anderen Seite vom Rest stehen Jasmin Reise, BSC Neustadt und Jan Kammer, BSC Bischofshofen, beide Rheinhessen-Pfalz. Ingrid Stoppel, Jan Geis und Yvonne Lee vom Hamburger SV aus Hamburg.
Julian Vogt, TS Köln SV, Usmus Jena aus Thüringen und Juli Pietrikowski. Und wir kommen zu den Ältesten, den Herren Einzel U19, Fabian Roth, TVB-Fahren und das Fahren. Das war erlaubt, der amtierende Jugendeuropameister. Und auf der anderen Seite Max Weißel, der höchste Bestimmungssteher nach Erster Letzte. Und dann Einzel, U19, Luisa Hein, Esther Bezibolle, Nordrhein-Westfalen. Und eben stand schon vor uns, weil sie ist noch 17, Yvonne Lee, Hamburger SV Hamburg. In Herrendoppel, Johannes Pistorius, TSV Freistadt, das war der Martin Berger. Und Max Weißkirch bestehen zusammen. Und damit Jennifer Arnold über den Stadt Nord, Nordrhein-Westfalen, Lara Dettler, das Jansbach aus Hessen. Und Linda Effer, Eva Enstetten, Eva Jansens, Esther Bezibolle, beide aus Nordrhein-Westfalen. Zuletzt das Filmstoppel 19. Johannes Tobius und Linda Effer. Marvin Seidel und Lara Kettlein. Ja, das sind sie, die Finalteilnehmer. Ich wünsche euch viel Glück und nochmals herzlichen Dank an euch und an all die anderen Spieler, die seit Freitag 12 Uhr hier uns tolle Matches geliefert haben. Ich glaube, wir hatten alle viel Spaß und ich hoffe, dass Sie in den nächsten gut 3 Stunden bei den noch ausstehenden 15 Spielen viel Spaß haben und am Ende die Sieger, aber auch die Platzierten für feiern werden bei der abschließenden Siegerehrung dann. Und ich wünsche euch viel Spaß bei den Spielen, euch in der Leben des Deutschen Wettbewerbsverbandes und genießt die Zeit, die nächsten 3 Stunden. Es ist noch eure Zeit. Viel Spaß!
Sie geht zu Ende, die Deutsche Jugendschülermeisterschaften 2014. In exakt 292 Spielen wurden die Meister ermittelt und zu Ehren geehrt. Und ich glaube, ich spreche für viele, wenn ich sage, wir haben würdige Meisterschaften gesehen, wir haben tolle Spiele gesehen, wir haben einen Nachwuchs gesehen, der uns in Zukunft sicherlich optimistisch stimmen kann. Bevor wir jetzt nach Hause fahren, möchte ich Sie vertrauen, hier noch einen Dank auszusprechen. Der erste Dank geht natürlich an die Aktiven, an euch Jugendlichen und Schüler, die ihr 3 Tage lang tollen Sport gezeigt habt. Und ich bitte euch, macht weiter so. Macht weiter so mit dem Sport, ihr seid unsere Zukunft. Ich jedenfalls war an diesen 3 Tagen begeistert. Mein Dank geht weiter an die Referee, an die Schiedsrichter, die immer wieder bereit sind, Freizeit zu opfern und bei großen Turnieren die Wettkämpfe zu leiten. Auch Ihnen einen herzlichen Dank. Mein Dank geht an den Jugendausschuss, wie Thomas Ulrich an die Spitze, die nicht nur die deutschen Meisterschaften, sondern das ganze Jahr über immer wieder Turniere organisieren und durchführen und das, glaube ich, immer zur Zufriedenheit haben. Dankeschön euch. Ein Dank geht auch an die Trainer, Betreuer und Eltern, ohne die es gar nicht möglich wäre, zu solchen Veranstaltungen zu kommen, in denen nicht immer noch gefahren werden, ihr habt noch keinen Führerschein. Ihr werdet immer hervorragend unterstützt, ihr werdet gelobt, wenn ihr gut spielt, ihr werdet getröstet, wenn es nicht so gut läuft. Ich glaube, auf eure Betreuung kann man nicht verzichten, also auch Ihnen herzlichen Dank. Zum Schluss geht mein Dank an den BVB Rot-Weiß, die mal wieder hervorragend diese Veranstaltung hier organisiert haben. Hier war wieder eine Menge Ehrenamtlichkeit zu bewerten und ich kann wirklich stolz sagen, ihr arbeitet immer eine lebendige Familie. Ich kenne diesen Verein schon seit vielen, vielen Jahren. Da ist ein toller Zusammenhalt und wenn so ein Zusammenhalt da ist, dann ist ein Verein auch in der Lage, solche Turniere zu veranstalten. Also deswegen der letzte ganz große Dank an die BVB Rot-Weiß. Bevor ich jetzt das Mikrofon nochmal an Thomas Robiser weitergebe, wünsche ich jetzt schon an allen eine gute Einfahrt und freue mich schon auf kommende Woche, wenn ich dann unser 15-Team mal wieder sehen darf bei den Europameisterschaften in Basel. Bis dann und tschüss. Europameister wurde und im Viertelfinale bei der Endstand Fabio. Fabian Roth ist halt ein Wiederholungstäter, der hat den Pokal schon im letzten Jahr, da hat er verdient, der hat noch diesmal verdient, wie gesagt, alle anderen haben nur das auch so ein wenig verdient. Wir mussten halt auswählen und wir sind uns ganz sicher, mit Fabian Roth die richtige Wahl getroffen haben. Nochmals Glückwunsch an Fabian und an alle anderen. Auch für die Ergebnisse heute. Und zu guter Letzt auch ein kleines Auf Wiedersehen. Und zwar Auf Wiedersehen an all die, für die das nun wirklich das letzte Jugendturnier war, Auflege des Deutschen Badmintonverbandes. Die gehen jetzt raus zu den Erwachsenen, zu den U19-Spielern. Wir wünschen euch alle alles Gute. Ich persönlich wünsche euch aber alles Gute für euer Leben im privaten und im Badmintonbereich. Macht was aus eurem Leben, macht was aus euren Träumen. Viel Spaß dabei und auch all denen, die heute schon verabschiedet wurden. Einer bist du. Es gibt ein Wiedersehen auf euch. Bis dahin, danke. Guten Abend.